Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen TikTok-Video. Ja, ich mache nochmals ein TikTok-Video, aber heute habe ich einen speziellen Gast mit dabei. In Corona-Zeit ist er natürlich nicht hier neben mir, sondern er ist bei sich im wunderschönen Basel-Land. Der TikTok-Star, der Ali Totoro, ist natürlich hier am Start. Hörst du mir? Salut Milo! Ja, freue mich dabei zu sein. Das funktioniert perfekt, wir sind wie zwei Familienväter irgendwo in dem Zoom-Programm. Funktioniert das irgendwie? Siehst du mich, Milo? Ja, guten Tag, wie geht's? Ah, Ungefähr so sieht es momentan bei jeder Familie aus in der Quarantäne. Wir legen jetzt einfach mal los mit den TikToks, die ich rausgesucht habe. Es sind auch mal wilde TikToks mit dabei. Und ich würde dir jetzt einfach fragen, bist du ready, Adi? ich bin ready. Also, ciao. Ich bin all herzlich. Okay, lutscht mich Spaß. Ciao. Ist ja geil. Ah, du bist gerade mit ihr mitgegangen, oder wie? Ja, also, wenn sie das sagt, oder? Soll ich mich nicht zweimal bitten, wenn ich das letzte Mal gehört habe? Oh, gar nicht, geil. Nach dem Video ist er direkt in die DMs geslidet, man kennt ihn. Let me show you what you're missing. Paradise. Ich weiß nicht, was siehst du dazu? Ich kann nichts dazu sagen. Ja, jedem das Seine, gell? Jeder das seine. Ich finde wirklich auf Real Talk Basis sitzen. Ich finde wirklich, dass so TikToks, die sie so machen, dass sie gut aussehen oder weiß nicht was. Wieso macht man das? Ich lasse meine Schönheit für mich selber sprechen. Ja, weil jetzt eine Frau kommt bei diesem Video. Okay. Aber. Ah, scheiß drauf, Alter. Kannst du rausschneiden. Okay, ja, easy machen. Safe nicht rausgeschnitten. Du Spaß! Ich war sehr überrascht. Ja, was ist? Ist das Monte mit dem Rolex-Tattoo, oder wie? Kann ich schnell reinkommen? Also erstens mal, du bist schon drin. Und zweitens mal, ich bin auf dem WC. Danke sehr für das TikTok. Also ich weiß nicht, was jetzt uns mehr bereichert hat. Das TikTok an sich oder das Tattoo, das er hier hinten gehabt hat von Rolex. Warte. Ich bin auch noch auf der Suche. Nach dem Witz. Hey Leute, ich verschrecke, das ist schon mein Vater. Ich habe vergessen, er hat sich verpisst, als ich als Kind war. Ist das lustig? Der Witz, Sprachenlernen Bubble. habe ich noch nie gesehen. Hast du den Witz schon mal gehört im Leben? Nein, noch nie habe ich den gehört. World's First ist das gesehen. Aber warte mal, ich höre da gerade etwas. Jemand kommt da gerade. Ah nee, stimmt, das ist ja gar nicht mein Vater, der hat mich schon vor 30 Jahren verlangt. Ja, der war jetzt wirklich gut gewesen. Ja, mal einschneiden, der komplett raus. Okay. Vier Frauen sind schwanger gewesen. Eine ist der Basler gewesen, eine 4 Frauen sind schwanger gewesen, eine ist der Basler gewesen. Halt! Das ist schon 10 von 10 von ihm sind Deutsch und ich bin schon jetzt gespannt auf seine Story. Schon wie er redet, so die Art und Weise, haben mich schon überzeugt. Eine ist der Basler gewesen, eine Zürcher, eine Berner und ein Afrikaner. Gönnt er erst zu. Und dann haben im Spital die Ärzte die Kinder irgendwie vertuscht. Sie haben nicht mehr gewusst, wem gehört. Und dann hat der Arzt gesagt, du, läutet bitte eure Männer an, sie sollen uns helfen. Und dann ist der Basler gekommen und hat als Erster den Schwarzen genommen. Und dann hat der Arzt gesagt, das kann doch nicht deine sein. So, ja, ich nehme das, bevor ich einen Zürcher mitnehme. Was für ein Joke! Das ist Digga! irgendein Onkel, den man kennt, der kein Kind hat, der irgendein witziger Typ ist, ein bisschen zu viel gesoffen hat. Das ist genau so ein Witz. Aber ich finde es geil, wenn er seinen eigenen Witz abfeiert, Alter. Leute, die Witz erzählen und seinen eigenen Witz mehr abfeiern als die anderen, das ist immer am geilsten. Wenn du einen Witz erzählst, musst du überzeugt sein von deinem Witz. Das ist wichtig. Ja, ich finde es aber ganz ehrlich wirklich noch witzig, wenn sie nicht voll Gas lachen, dann muss ich manchmal einfach mitlachen, auch wenn der Witz scheiße war, wenn sie nicht so laut lachen. Sympathisch war er, sympathisch. Witzkunde mit Maelo. Grüße gehen raus an alle Lehrlinge, die ihre Lehre dieses Jahr im letzten Jahr abgebrochen haben, obwohl sie keine Abschlussprüfung hätten machen müssen. Ist euch eigentlich bewusst, wer entschieden hat, dass wir nicht mehr zum Coiffeur dürfen? Der Ueli Maurer, der Alain Berse
und der Daniel Koch vom BAG. Fällt euch etwas auf? Hä? Die haben alle Glatzen! Jetzt fehlt nur noch der Johnny Sins, dann ist das Quartett complete. Das ist die Homie, oder? Johnny Sins. Ja, das ist mein Homie, mein TikTok-Homie. Johnny Sins übrigens auf TikTok sehr aktiv. Aber was man wirklich ehrlich muss sagen, der Daniel Koch und der Alain Berset, absolute Legende in der Zeit gewesen. Kuss geht raus an die zwei. Das ist Cheyenne. Cheyenne weiss, dass es in der Schweiz auch Corona-Fälle gibt. Aus dem Grund tut Cheyenne aber nicht ihre Mitmenschen nerven. Sei wie Cheyenne und heb deine Fresse. Danke für das Video, Cheyenne. Haben wir jetzt wirklich geholfen? Exakt 12 Sekunden von meinem Leben verschwendet. Oh, da muss ich wieder eine Sonnenbrille aufsetzen. Einfach ein bisschen schützen von den Strahlen. Ja. Yeah. Von den TikTok-Strahlen. Okay. Bro, 20 Stutz, wenn das errot ist, das Rätsel. Okay. Okay, ich habe 6 Seiten und 21 Augen. Aber ich habe nichts gesehen. Was bin ich? Weißt du, hast du jetzt eine Ahnung? Adi Totoro, der absolute Five-Head, weiss er das? Blind wahrscheinlich. Du siehst aus wie ein Blind mit dir Brüllen, ja? So ein Ding ist das. Jetzt wollte ich die Auflösung hören. Was bin ich? Ein Würfel. Wirklich? Ja. Scheiße! Brudi! Ein Würfel. Nice. Hast du einen Freund? Was, wenn ich Freundin habe? Hast du eine Freundin? Nein. Wieso? No one loves me! Das war schon die Antwort, gewesen, was der Adi auch gesehen hätte. Einfach, dass er besser ausgesehen hat als der. Oder die. No front, Alter. Nein, no front. Hast du eine Freundin? Er fragt so ein Baby, hast du eine Freundin? Freundin? Nein. Wieso? Ich hab Bock auf eine, weißt du? Mehrere Freundinnen. Haben Sie eine Freundin? Heikle Frage. Nein. Wieso? Ja, weil da 3 Freundinnen auf mich warten, habe ich keine. Das ist eben genau der Typ. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Er hat es draussen. Er ist eben schon dieser weise Mann. Haben Sie einen Freund? Nein. Wieso? Wieso, was? Wieso haben Sie keinen Freund? Ja. Also, ich habe Haufen Freunde. Fragen Sie nach einem Freund? Ja. Also ein Lebenspartner? Ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Schau mal jetzt einfach, schade, hat sich keinen Freund. Genau, kannst du dich bei mir melden. Dadi, nimm alle. Ich habe mehrere Affären. Achtung, letzte Chance für den Jahrgang 02 oder älter. Wer 02 hat oder älter ist, muss noch in diesem Jahr den Lernfahrausweis bestellen. Tut alle gut herhören. Alle, die 2002 Jahrgang haben und älter, letzte Chance. Aber das ist schon niemand von deinen Zuschauern. Es ist nämlich so, dass man ab dem 1.1.21, wenn man Jahrgang 02 hat oder älter ist, muss ein Jahr lang den Lernfahrausweis haben. Willst du das nicht machen und sobald du prüfungsbereit bist, gerade eine Prüfung können, dann musst du noch in diesem Jahr 2020 den Lernfahrausweis bestellen. Kannst du mir noch mal erklären, was du erzählt hast? Ich habe es vorhin nicht ganz checken, was absolut fast nicht mitbekommen. Hey, viel Erfolg beim Lehren. Ablauf und so ist auf unserer Internetseite. Was brauche ich für Lernfahrausweis bestellen? Geht schauen, der Weg zum Ausweis. Fahrschulenstraubhaar.ch. Tschüss zusammen. Legende. Er ist mir einfach sympathisch. Ich weiß auch nicht wieso, er ist mir einfach sympathisch, der Typ. Wir sind da gerade in Modena unten und ich wollte das so schnell zeigen. Da hat es da jene Tesla-Stationen. Und da hinten, das ist für den Strom. Wahnsinnig, oder? Und wenn man jetzt das vergleicht mit den Autos, die wir gekommen sind, da hat es einen Baum im Hintergrund. Da sieht man einfach, das ist sehr, sehr ökologisch. So ein oder wie Markus Sim auch, hindurch. Der Markus, der hat das geiles Auto. Markus, Grüße gehen raus an dir, Markus. Bäume und da, schaut das an, ein riesen Stromwerk. Also, schaut, kauft ja kein Elektrofahrzeug, das ist nicht ökologisch. Ja, klar! Der Typ, ey! Was ist das für ein Typ? Oh. Ja, aber anscheinend hat es
in dem Fall hinter jedem Parkplatz für das Benzinauto Bäume und eine Wiese. Finde ich sympathisch. Ja, weil wir müssen es ja auch so sehen. Es kommt ja CO2 hinter aus dem Auspuff raus und Pflanzen atmen ja CO2. Also ist gut für die Umwelt, oder? Ja, Win-Win. Geht das so auf, oder? Und das wäre jetzt auch schon das letzte TikTok gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu soll sagen. Adi, wie haben dir die TikToks gefallen? Ja, merci vielmals Maelo für die sehr, sehr spannende Frage. Ich bin überrascht gewesen, wie wenig Cringe wir heute in diesen TikToks haben und was wir auch über Teslas und Pflanzen gelernt haben. Vielen Dank Maelo, zurück ins Studio. Ah ja, danke, Aussenkorrespondent Adi, das ist wirklich gar kein Problem, das hat mich sehr, sehr gefreut, dich ein bisschen zu belehren. Vielleicht die unsere Videos ja auch ein bisschen dazu beitragen, dass immer wie weniger Cringe in der Schweizer TikTok-Szene unterwegs ist. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Apropos unsere Videos, wir haben auch ein Video auf dem Adi-Kanal gemacht, auch als TikTok-Video. Checkt doch das auf jeden Fall aus. Das ist auch babamäßig, schmackhaft, köstlich, schmöstlich gewesen. Und in dem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch etwas sagen. Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr darum immer Livestreams nicht mehr. Das Schlusswort hat natürlich der Adi. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Ich glaube, ich werde spüren für mich, dass es ist vorbei, dass alles ist vorbei am Tag, wo ich wieder mal auf einer Terrasse mit Freunden sitzen kann, um ein Bier zu trinken.